Bubble, 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 you know? So, Servus Habadere und Servus zu einer weiteren Ausgabe von Bayerisch für Anfänger. Unser heutiges Thema: Bäume, sprich Baim. Baim gibt es in verschiedensten Varianten. Das heißt Nadel- und Laubbäume. Wir fangen an mit den Nadelbäumen und da geht es bei uns am meisten Fichten, sprich Fichten. Nummer 2 war dann die Tanne, der Tannenbaum, auch gerne als Weihnachtsbaum verwendet. Als dritten Kandidaten der Familie der Nadelbäume haben wir dann die Verren. Ein Verren ist eine Kiefer. Das heißt, der Name wird komplett über den Haufen geschmissen, aus Kiefer wird Verren. Und zu guter Letzt die Lärche, das ist dann einfach ein Lärchen. Und so kommen wir dann auch schon zu den Laubbäumen. Da haben wir als erstes die Eiche, das ist Eichen. Dann haben wir die Buche, das ist Buchen. Da haben wir jetzt unser Oberpfälzer O wieder. Als nächstes auf meinem kleinen Spickzettel steht die Esche, das war dann die Eschen. Unser nächster Kandidat ist die Pappel. Die Pappel heißt auf Bayerisch Pappel. Das geht jetzt dann schon so ein kleines bisschen in die Richtung Franken, weil ein hartes P zu einem weichen B wird. Pappel, Pappel. Dann haben wir den Ahorn. Der wird jetzt bei mir im Ort eigentlich auch als Ahorn bezeichnet. Ich weiß sogar, dass jetzt ein paar Kilometer weiter dann teilweise schon ein Ahorn wird. Also das ist ganz krass für uns, von Ortschaft zu Ortschaft. Aus einer Birke wird ein Birken, beziehungsweise wenn es eine kleine Birke ist, ein Birkerl. Und last but not least die Erle, da wird eine Irdel draus. Das heißt, weil im Englischen auch wird aus dem E der Erle ein I, eine Irdel. Das war es dann also zum Thema Bäume. Ich hoffe, Ihnen hat es wieder mal Spaß gemacht und es war ein bisschen unterhaltsam. Wir sehen uns nächste Woche bei der nächsten Ausgabe von Bayerisch für Anfänger. Letzter Abo da, letzten Like da, letzten Kommentar da. Seid freundlich, bis zum nächsten Mal. Servus!